Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Tag Caroline. Dag lief Lückschot zu Hus und unterwegs. Schön, dass ihr da seid. Jetzt geht der Sommer ob et eng an, man kann alt Blumen kaufen und die Schule hat wieder angefangen. Ich mein, dat würne jo die rund sich ein bisschen über die Schule zu unterhalten. Hermann, wie sieht dat aus? Was fällt dir in? Köln und die Schule? Ja, wenn du so freust, da fällt einem natürlich direkt das Lied in, was die 4 Wurzeln, also 1938, glaube ich, war das halt, wo das in das Leben gerufen, das Lied. Das fing dann an, in der Kajas Nummer 0 steht ein Steinalschul. Und da haben wir drin studiert, unsere Lehrer, der hieß Welsch, sprachen unverfälschtes Kölsch. Und da haben wir bei gelehrt. Ja, und machen auf hin und her überladen für den Lehrer gesagt, ohne so wieder. Und der Lehrer Welsch und der Kajas, also der Lehrer Welsch, ja, wird wirklich. Der Kajas sieht es auch, aber der Lehrer, aber der Welsch, übrigens Heinrich mit Vornamen, nur nicht vorbei. Aber das weiß man, ist ja nicht so wichtig. Der war nicht in der Kajas, in der Schule, sondern in Kalk. Und in Kalk hat der viel Judes getan. Jetzt sind wir noch ja nicht beim Sprachkurs. Aber das müssen wir wiederholen. Wie hieß der Stadtteil, wie hieß das Veedel? Also um es Hochdeutsch zu sagen, Köln-Kalk. Das ist so ähnlich wie die Stadt in Schwaben-Ulm oder der Name Ralf oder Rolf. Ja, ich höre, du kannst auch Hochdeutsch sprechen. Und der Melch auch, ne? Ja. Ja, aber jetzt sind wir bei dem Liedchen alt vorbei. Das können sie all, das konnten die Lück früher singen, aber hügte Penzlieren, das glaube ich auch noch in der Schule. Aber das ist es dann auch, also so richtig steht man nicht viel erfahren, wie das in alle Züge in der Schule los gewesen ist. Weil, jetzt ist es ja so, dass wir beide so alt sind, da können wir ein bisschen erzählen von früher und da weiß man auch, wie schön es hüg in der Schule ist, wenn man sich das so anhören date. Du bist ja noch in der Schule, Junge, da hätte der Krieg noch nicht angefangen, das waren ganz andere Züge. Das kann man wohl sagen. Ich bin 1937, also mit 7 Jahren, viel zu spät, das nicht vorbei, in die Schule gekommen. Und zwar haben wir da noch im Jürgenswall gewohnt. Und das heißt, ich bin in der Stollekjas eingeschult worden. Und da war ich dann ein Vierteljahr und dann sind wir dann nach Riel, nach Köln-Riel, in der Nähe vom Zoologischen Jade und der Flora getroffen. Aber nicht in dem Fingerfädel, jenseits des Juchtels, da wo die gewöhnliche Lücke gewohnt hätte. Du hast gesagt, in der Stolk, da haben wir wieder Stolkjas, da wären noch so Bänke gewesen, die mit den Stuhl zusammengeschruft waren. Das Ja. hat mich echt beeindruckt. Ja, das waren Bänke, das waren, wenn ich es reich im Gedächtnis habe, Bänke mit 6 Sitzen. Später wurden sie moderner, da waren die Bänke nur mit 2 Sitzen. Das war aber schon jetzt modernes. Das heißt, die konnten nicht Treppe und Wege. Und dann kam ich ja dann an 37 nach Riel in der Garte. Jadestraße, also die Gartestraße auf Hochdeutsch, ne? Und das war eine ganz moderne Schule, die ist 1929 ist die eingeweiht wurde. Und das war die modernste Schule von ganz Köln. Warum? Da ja wird kein Bank, da ja wird das im ersten Schuljahr klein Tische und klein Stühle. Das heißt, wir mussten als IA Götteler schon lernen, die Stühle ruhig hinzustellen und nicht damit rumzuscheuen. Und da waren wir richtig stolz drauf, dass man so eine moderne Schule sehen durfte.
Aber du kannst ja auch stolz drauf sein, du hast noch die zig kennengelernt. Man sagt ja, einer, der vielleicht einen Beruf gelehrt hat und noch ein Studieren, der date halt wieder die Schulbank drücke. Und die Schulbank, die hast du noch gerne gelehrt. Das Jahr wird also verhaftet. So, die Freude hat aber nicht allzu lang gedauert. Warum? Als der Krieg angefangen hat, da war ja Feind hört mit. Was war die Feldpost von der Soldaten? Die haben dann geschrieben, ich bin jetzt, hat weiß ich, war in Dingensgrad. Und damit der Feind das nicht abfangen hat, wurde die kontrolliert. Und da bauten die ja Räume, Zimmer an. Was haben sie gemacht? Da haben sie die moderne Schule, die Gartenstraße, komplett evakuiert. Und da kommen wir dann in alle Schule wieder, wo man dann wieder die Bank hatte. Die Bank, wo man dann, das war so, die schräg waren die schon, nicht so schräg. Und das waren die Fläche, die konnte man hin und her, ab und so schieben. Das heißt, wenn man das so schieben tät, dann war boven, die, wo man Tintefass hat und eine Federhalterin, die war dann so. Wenn man aus der Schule ging, war dann richtig, und morgens tät man die abklappen. Da war unten so eine Griff dran, da tät man die runtertrecken, dann hat man die Fächer mit Federhalter und Dingens für sich. Und die Lehrer, die hatten so ein Podest, wo sie drauf saßen, ne? Ja, das war Da habe ich auch noch kennengelernt als Schülerin. Ja, du wirst aber nicht mit kennengelernt haben, was ich noch kennengelernt habe. Ja, das ist etwas Unappetitliches. Ich habe zwar nie gesehen, dass das benutzt wurde, aber das war ja eine junge Schule. Die Jadestraße muss man dabei sagen. Es war noch nur männliche Lehrpersonal da. Und die hatten neben ihrem Pult ob der Ed einen Spucknapf stand. Das musst du dir vorstellen, das jahret. Aber die Lehrer, die waren damals halt gebildet, die haben nie in unserer Gegenwart in das Ding reingespaut. Ja, und dann hat so eine Lehrer dann auch sich gespinnt. Der Lehrer in der Volksschule, der hat in dem Spind für Beispiel seine Geige, das war ja ganz Besonderes. Der konnte Geige spielen, eine Volksschullehrer. Wenn dann Lieder gesungen wurde, der das mit der Geige anstimmen, war schön. Und dann, das ganz Schlimmes, was Hück natürlich ja nicht mehr geht, weil die Strafe abgeschafft worden ist, eine Redstock. So 1 Meter lang, und dann soll es eine Lehrer gegeben haben, der 2, 3 Stück im Spind stehen hat. Warum? Wenn einer an einem Kind kaputt gemacht hat, dann hätte der 2. Stock, der noch ganz war, hoch und dem dann der Furt verhauen. Wenn du irgendetwas angestellt hast, dann komm mal raus. Dann komm mal raus. Der Lehrer war an sich wirklich ein Jodelehrer. Man hat viel bei ihm gelehrt. Aber er hat auch eine komische Art an sich. Da war wirklich so Undier, der Jung. Der hat immer stören, und bei 60 Schülern in einer Klasse war das auch für einen Lehrer zu viel. Und der Schüler meine ich jetzt, der doch jeden Tag stören. Man hat das Gefühl, der hat Freude, wenn er dann gemassiert wurde. Dann hat er gesagt, da komm mal raus, du hast heute noch kein Frühstück gehabt. Dann hat er aus dem Spind den Stock nehmen, der hat noch so jetzt hin und her behen. Dann bück dich mal über die Bank. Und dann musste die Pfote halten, dann kriegte er dann 3 oder 4 Schläge mit dem Stock, und dann hätte sich die Pfote riefen, der Schüler, und durfte sich wieder setzen. Ist ja unmöglich. Also, und die Älteren haben sich nicht beschwert? Oh, im Gegenteil. Wenn wir eine Schlaf kriegten und hätten uns zu Hause beschweren, dann mussten wir aufpassen, dass man nicht noch eine geknallt kriegte. Warum? Das heißt, wenn der Lehrer dich geschlagen hat, dann weiß er auch, dann hast du es auch verdient. Und wenn du dich nochmal beschwerst, dann kriegst du von mir auch noch eine.
Ist ja schrecklich. Das war allgemein, war das so. Ja, und da haben die Nazis natürlich noch weniger gemacht und das noch in die Höhe drüber. Du hast doch wahrscheinlich auch viel mitgekriegt, was die da in der Schule für einen Einfluss gehabt haben. Was haben die? Ja, Sicher auch ein Bild vom Hitler in der Schule gehabt und du musst sicher auch Größe mit Heil Hitler, oder nicht? ja, sicher. Das, morgens, das mal, wenn der Lehrerin kam, wurde abgestanden, Heil Hitler, und dann das ganze Schmölzchen, Heil Hitler, setzen, und dann fing der Unterricht an. Ne? Das war ja ungefähr wie bei den Soldaten, ne? Appell, so hört sich das für mich an. Ja, aber ich glaube, das haben nicht ich, die Nazis erfunden, das hatten die Preußen schon. Wenn ich, hätte jetzt ja nichts damit zu tun, der Schiller für ein Beispiel, der ist ja auch in die in die Militärschule gekommen. Er war wohl nicht preußisch. Mit Widerwillen, Das ne? war württembergisch. Entschuldigung, ich bin jetzt weggefahren. Ja, sicher, das war alles von Gehorsam geprägt, aber ich meine, dass der Soldatenton, der war ja dann, so wie ich das gehört habe, noch nie. Also, dass man beim Nachname angesprochen wurde und so, das war ja schlimm. Ja, es wurde nur der Nachname gesprochen. Wir fetzen Ungarn ein, die hätten uns natürlich mit dem Fürnamen oder mit dem Spitznamen. Da war zum Beispiel der Arthur. Hast du gehört, ich habe R gesprochen. Der Arthur, das war der Büb. Ne? Das war der Büb. Wenn wir Büb hören, aber in der Schule, da war das dann der Zunahme, kann man sagen, der Püwig, der Arthur Püwig. So hieß er. Und dann Püwig, stehe mal auf, ne? Oder weiß ich was. Ist ja fies. Hast du in der Schule auch die Lieder gelehrt, die man auch in der HJ gelehrt hat? Also für die das nicht mehr kennen, glücklicherweise. Die HJ ist die Hitlerjugend, wo die Pens und die Jugendliche hingehen mochte. Hast du das in der Schule auch so gesungen? Ich kann mich nicht mehr recht besinnen, aber ich weiß, dass das Schuljahr, wo das praktiziert wurde. Das waren ganz schreckliche Lieder. Für ein Beispiel, hört ihr die Motoren singen, ran an den Feind, hört ihr es in den Ohren klingen, ran an den Feind, Bomben, Bomben, Bomben auf England. Oder ander Lied, ein junges Volk steht auf zum Sturm bereit, reißt die Fahnen höher, Kameraden. Wir fühlen nahen unsere Zeit, die Zeit der jungen Soldaten. Ich bitte dich, was sind das für Texte? Und das ist Kriegsvorbereitung. Entschuldigt, wenn ich jetzt heftig werde, aber das ist man natürlich wegen dem Krieg abgegangen, was sie mit uns gemacht haben, wie die Nazis unsere Ehrlichkeit, unser Idealismus, wie das alles missbraucht wurde. Für mich ist nach 45 eine Welt zusammengebrochen, weil es immer hieß, sei ehrlich und hilfsbereit und Entschuldigung, ich komme jetzt aber wirklich in der Kriegerin. Wir wollten von der Schule sprechen. Ja, vielleicht können wir noch jetzt erzählen von den Fächern, die du gehabt hast. Das war ja ein bisschen anders wie heute. Ich habe gehört, dass man viel mehr Sport machen muss. Das ist ja auch die Kriegsvorbereitung. Wer dann ja den Sport ist auch eine Jode Soldat, hat man gesagt. Ja. Und dann in Deutsch wurden ja auch andere Texte gelesen wie heute, ne? Ja, da wird für ganz Deutschland wird ein Buch, ein Einheitsbuch, und das war natürlich eingefärbt, so dass jedenfalls die Junge als Soldat für die selbstverständlich war. Selbst die Mädchen, die BDM, Bund Deutscher Mädel, die wurden am Westwall eingesetzt für Hindernisse zu graben. Entschuldigt, das hätte alles nichts mit der Schule zu tun. Doch, das hätte ja mit der Schule zu tun. Man hätte ja auch die Pens Gebruch für zu helfen. Also meine Eltern mussten Steinkloppen koten am Krieg oder auch wie der Krieg noch war,
mussten die jeden Tag mit einem Ziegelstein in die Schule kommen, damit wieder jetzt abgebaut werden konnte. Oder man muss Krückscher sammeln oder Beere sammeln für die Soldaten. Das haben sie mir jedenfalls so verzahlt. Musst du das nicht? Ja, das stimmt. Unsere Schulklasse, jetzt spreche ich allerdings vom Gymnasium, da wurde die ganze Schulklasse eingesetzt für Kartoffelkäfer zu sammeln. Erdäpfel war natürlich jetzt Kostbares. Und da hieß es dann, der Feind hat die Kartoffelkäfer abgeworfen. So eine Stöße, das haben wir dann auch hier gelaufen. Ne? Und dann, ja, wird, glaube ich, in jeder Schule wird irgendwo wo ein bisschen jetzt von Chemie oder Biologie besonders, die Seidenspinner, ne, für die Fallschirme der Soldaten, damit die heil auf der Erde kommen, wenn die aus der Luft aufspringen mussten. Und ja, das war auch, die Schule wurde praktisch, wenn du so willst, integriert. Du lebst also Tjof in dem Sinn ja keine Trennung zwischen nationalsozialistischer Erziehung in der HJ oder beim BDM und von der Schule. Ich han auch gehört, dass man in der Schule lehre was mit der Jüde los war. In Geschichte sowieso. Und dann, dass man kein Text und keine Musik von der Jüde mehr haben darf. Ist das wahr? Das stimmt leider. Mendelssohn und Bartholdy fällt mir spontan in. Habe ich noch im Krieg kennengelernt. Nathan der Weise, ein ganz fantastisches Schauspiel über Menschlichkeit vom Lessing. Habe ich noch im Krieg, ich vergesse es nie. In Köln war ja das Schauspielhaus, Opernhaus, war alles kaputt. Und da war die Aula von der Uni. Und da habe ich das erste Mal Nathan der Weise, Lessing gehört. Ich war so von der Sock. Und da hätte ich bei mir dämmern, was man uns all unterschlagen hat und was man uns all für eine, ja, ich hätte bald Riss gesagt, verzahlt hat. Es ist unglaublich und ich habe lange gebraucht, um das alles zu verarbeiten. Du musst doch auch noch nachweisen, dass du keine jüdische Verwandte hast, ne, in der Schule. Ich habe nicht gelesen, dass man 2 Generationen vorher nachweisen muss, dass man nicht jüdisch war. Ja, wenn ein Verdacht war, da ist irgendwie ein Jüdische dabei, dann wurde das verlangt. Meine Mutter, die hat ja wohl ein Nas, wo man sagt, ja, das ist so etwas Ähnliches wie Keimsche, auch ein komischer Ausdruck, ne? Aber das hört sich ja als Leben an. Es könnte sein, dass die Frau jüdische Dinge hat, vielleicht können wir dort eine Wohnung ausräumen. Und da konnte meine Mutter aber nachweisen, dass wo sich 2 Generationen auf jeden Fall, dass das nicht der Fall war. Und dass wir sozusagen, ich geniere mich jetzt zu sagen, dass wir arisch waren. Ne? Das heißt also, uns haben sie keine Wohnung ausgeräumt und wir wurden auch nicht irgendwie schikaniert oder was. Du hast in der Schule aber auch in Erdkunde gelehrt, dass das Volk ohne Raum war und Großdeutschland, ja. Das Volk ohne Raum, das war, ja, wir haben keinen Platz mehr, wir müssen. Insofern war der aber nur in der Volksschule, das Dreikönigs, ich sage jetzt den Namen, Dreikönigs-Gymnasium, die haben ja, ich weiß nicht, den hätte keiner jetzt getan. Es wurde Religionsunterricht bis 45 durchgetrocknet. Der war im normalen Unterricht, wurde etabliert. Und jeden Donnerstag war Schulmess. Das ist jetzt besonders. Du hast ja auch von einem Lehrer erzählt, der sich da nicht so richtig an die Vorschriften gehalten hat mit dem Größe, ne? Ja, das war unser Ordinarius, unser Klassenlehrer. Der Futz, das war sein Spitzname, der hätte so höch sprechen. Wenn ich morgens reinkomme, dann steht ihr alle auf. Das ist dann eure Begrüßung und ich nicke euch zu und bedeutet, dass ihr euch setzen sollt. Das ist unsere Begrüßung und dann beginnen wir den Unterricht.
Und das hat er bis 45 stur durchgehalten und ist ihm nichts passiert. Die Lehrer haben zusammengehalten und die Schüler offensichtlich auch. War nur eine, das weiß ich, der kommt immer im weißen Kittel und ein Aktentäsch um den Arm. Der hat immer laufen, als wenn der Düfling am Her war. Der riss dann morgens die Tür ab, von 3 Meter, der hat den Täsch auf das Pult schmissen. Der hat immer treffen, ist nie in so runtergefallen. Der hat die Tasche auf das Pult schmissen und rief dann, Heil Hitler, setzen! Das war jeder Morgen, Heil Hitler, setzen! Und das war es. Und die anderen weiß ich ja nicht mehr. Die haben dann auch beiläufig, auch halten sich verdammt und haben guten Morgen gesagt. Ging man eigentlich mit der Uniform in der Schule? Nein, nie. Ach, der Futz, da kam uns eine Jung, samstags war das. Samstags war immer antreten für die HJ, für die Hitlerjugend. Und da kommt der samstags morgens in der Uniform von der Hitlerjugend in der Schule. Ich weiß, vergesse es nie. Vorne links in der ersten Reihe saß der Futz Süd hat. Sagte, was hast du denn die Uniform an? Ja, wir haben heute Antreten. Und was hast du da für ein Brot- oder Käsemesser an der Seite? Das ist mein Vatermesser, Herr Doktor. So, das brauchst du hier in der Schule nicht. Guck mal, die anderen alle, die 30 Schüler, die hier in der Klasse sind, die haben das auch nicht. Dann warte, wenn da nichts dran kommt, dann ziehst du die nachmittags dann an, wenn du antreten gehst. Und dem ist nichts passiert. Der ist auch nie mehr in der Uniform gekommen und dem Lehrer, der ist nie jetzt passiert. Das ist derselbe, der gesagt hat, wenn ich morgens komme, steht ihr auf. Da hätte er aber wirklich Glück gehabt. Ja, ich habe jetzt so viel von mir verzahlt. Wie war das denn nicht bei dir in der Schule? Du bist ja viel, viel später in der Schule gekommen. Ich bin 1967 in die Schule gekommen und da war es auch noch nicht verboten, die Pens zu Kamsöle. Aber ich habe das nicht erlebt. Es war alles ein bisschen leger. Es gab auch nicht genug Lehrer. Wir waren auch 50 Pens in der Klasse, in der ersten Klasse. Und die Lehrerin haben wir Glück gehabt, war eine Lehrerin, die alt viel Erfahrung mitgebracht hat. Das javet aber nicht viel. Danach javet viel Miekätzchen. Da war der Minister für die Schule, der Paul Miekert. Ja, und ich erinnere mich. Hat das ingefordert, dass man noch eine gute Prüfung machen konnte. Und da konnten auch Lehrerinnen, meistens waren das Frau Lück, weil die nicht lang studiert hatte, weil man so händeringend noch Lehrer gesucht hat. Und es war sonst ganz leger. Die Lehrerin, die man hatte, wenn die meinte, es jetzt ein Pus sind, dann hätte die eine Jung aus der ersten Bank gerufen, der kriegt einen Mark in der Hand und mot ihm dann einen Bananen kaufen, Jon. Das war überhaupt nicht mehr möglich. Man kann doch nicht eine losschicken Essen zu kaufen. Der war nicht versichert und sonst jetzt. Dann hätte die ein Metz rausgeholt, hätte ihr Bananen gegessen und dann ging es wieder. Also es war viel legerer und zerschlagen wurde auch nimmes mehr. Was man aber auch hatte, war, dass man aufstehen musste und nach der Pus musste man sich in Reihe zu zweit aufstellen und musste dann wieder in die Klasse gehen. Also so gesehen war es dann doch noch einigermaßen streng. Weißt du, wann sie das verboten haben, dass Pens zerschlagen werden? Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. 1970 oder wann? Ja, 73 Jahre so wurden die Lehrer angewiesen, das nicht mit zu tun. Aber im Grundgesetz ist es erst im Jahr 2000 gelandet. Ist das wahr? Das ist nicht sich löwe, ne? Ist doch richtig schlimm. Also ich bin jedenfalls froh, dass man überall schriftlich haben, dass es auch soziale Kompetenz gibt, dass man nicht nur Sachen lernt, die man in Büchern lesen kann, aber auch wie man miteinander umgeht. Also Respekt und Toleranz und Hilfsbereitschaft und Empathie und so eine Kram, das steht jetzt alles da drin und das ja wird früher natürlich überhaupt nicht. Ja. Jetzt haben wir so viel von der Schule gesprochen, jetzt machen wir noch unsere kleine Sprachkurs am Eng. Aufgepasst, jetzt wird Kölsch gelehrt. Die Kölsch-Lektion Hück, die ist in einem einzigen Wort zusammengefasst. Das Wort heißt
Segelflugzeug. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Das ist ein Wort, da kommen die 3 Sorten für, wie man auf Kölsch mit dem Je, also mit dem G auf Hochdeutsch, geht. Das heißt, es ist Segel mit J. Ob man jetzt das J schrieb oder das J schrieb, aber gesprochen wird auf jeden Fall J, wie in Jeck oder Jen. Ja, oder Giraffe oder Giraffe, ja, lassen wir das. Ja, erzähl wieder. Oder Geburtstag oder so jetzt. Ja. Und das kann man auch erkennen an Kölsche Lück, so alle Kölsche, die versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. Ach, ich kenne noch eins. Jojele. Ja, das ist eigentlich schön. Ja, aber sonst, wenn man Hochdeutsch spricht und sagt, gehst du nach Hause, ne, dann hätte man manchmal doch bei der Kölsche das Je auch noch im Hochdeutsche als J. Das ist typisch Kennzeichen, wo man daran erkennen kann, dass man eine Kölsche für sich hat. So, dann haben wir Segelflugzeug. Da haben wir das Flug am Eng. Das hätte man, wann das am Eng vom Wort ist, das Je. Also für ein Beispiel in genug oder Dach, Geburtsdach am Eng. Das ist anders wie das Je von Geburtsdach. Da kann man es auch schön hören. Ja. Dann haben wir am Eng noch Zeug mit Sch. Das ist also, wenn es am Eng ist und dafür ist eine helle Vokal, I oder E, wie in winnig oder wäsch. Ja, also muss man ein bisschen üben, aber es ist wichtig, dass man sich merken, Segelflugzeug. Ja, auch ich kenne auch eins mit zweierlei Je. Jenöschlich. Ja, und wenn es dann 2 sind, dann sind es genöschliche Lück. Da muss man ein bisschen aufpassen. Erst gut, ja. Also jedenfalls, wer Angst hat für dem Segelflugzeug, das ist nämlich ist ja auch ein bisschen gefährlich, ne, mit dem Wetter und so, der kann auch der Flugzeugdreher nehmen. Da ist das auch drin. Ja, erst fing das dritte, ja, ich würde sagen, das war uns wieder für heute. Wir wünschen euch noch ein Jodezig, ohne Hu, was, ohne so viel schön Wetter. Und jetzt würde ich sagen, tschö.